Herr Präsident, liebe deputierte Kollegen, die Damen und Herren, liebe Freunde. Im Namen von der RDA Norden kann ich all am Namen von meinen Kollegen auf diesem Nationalkongress heute zu Ettelbrück ein herzliches Willkommen auszusprechen. Nur im letzten Jahr, wo wir auf Useding eingeladen hatten, also doch ein bisschen unerwartet heute zu Ettelbrück, hier war es dann, dass im Prinzip bei der RDR so ist, dass all Jahr in anderen Bezirken der hat, den Nationalkongress von unserer RDR zu organisieren. Aber wenn es der Corona-Pandemie, die das Leben die letzten 7 Monate verändert hat, als vieles am Land und auf der Welt ernst ist. Und diese Anpassungen an die Pandemie haben dazu geführt, dass wir uns heute zu Ettelbrück gesehen. Der Norden vom Land hat auf vieles eine Antwort oder besser gesagt eine Anpassung. Der Nationalkongress von der ADR hat heute nicht nur eine Veränderung auf Basis von der Pandemie, aber mit einem kreischenden Auge, aber auch mit einem lachenden und einem Dankesauge drücken wir ein großes Merci aus dem Gast Sibirien. Das ist wohl nicht sein letzter Kongress, aber es ist sein letzter Kongress als eine Funktion als Deputierte. Leider die Entscheidung immer zu respektieren und anzuerkennen. Der Gast hat an den 32 Jahren unsere ADR zum größten Teil zu dem geprägt, was den Hockt ist. Ich habe letztes Jahr gesagt, im Kongress, ein Land, an dem die letzten Jahre Schauer nicht so gesagt dürfen, für die langfristige Absicherung vom Land an alle Bereiche zu garantieren. Das speziell im Hinblick auf die Interessen von unseren Kanner, Kanner ihrer Zukunft. Die politisch Responsablen haben just den nächsten Welttermin am Blick, längst ideologisch ausgerichtete Ansichten. Aber wen er nicht pariert, wird an den anderen Eck gedrückt. Kein Respekt, keine Toleranz zu Leuten, die in einer Meinung respektive Fehlstellung haben. Leider keine Gedanken über die zukünftige langfristige Gestaltung an Absicherung von unserem Land als in der Bürger. Es geht wohl von einem 700.000 Abwanderstaat einmal ein Krieger geschwärzt, aber vergisst schon, so zu setzen, für den gerecht zu gehen. Kein Plan, kein Wachstumsdebatte mit ihren Folgen. Diese Pandemie hat uns zudem gewiesen, dass wir im Gesundheitssektor schlecht vorbereitet waren auf eine Krise. Schon just ein Beispiel, Spitalsbett, Reduzierung. Das sind Donnerien, die aus der Stadt kommen, das sind keine erfundenen Zahlen. Im Jahr 2000 hatten wir 2821 Spitalsbetten bei 433.000 Erwachsenen. Heute, bei 613.900 Erwachsenen, haben wir noch just 2659 Spitalsbetten. Andersrum ausgedrückt, das waren im Jahr 2000 5,6 Spitalsbetten auf 1000 Leute. Im Jahr 2019 waren es nach 4,3 Spitalsbetten auf so viel Leute. Ich meine, das sind Zahlen, da seht ihr, wie das gewollt wird, geschafft wird. Der Resümee an 20 Jahren dürfen 1,3 Betten pro 1000 Leute aufgebaut. Das sind Folgen von der LSAP-Gesundheitspolitik, die mehr wie über 20 Jahre dieses Dossier geriert haben. Man Resultat, keine Reserven, keine Koordination. Das Pandemie hat also wohl gewesen, wie fragil, dass wir in verschiedenen Bereichen aufgestellt sind, trotz EU und der weltweiten Globalisierung oder gerade gewesen. Aus dieser Pandemie müssen wir der Zeit die nötigen Lehren an Konklusionen gezogen geben. Erlaubt man eine paar zu sagen über die Einzelprobleme am Norden. Ein bald katastrophales Gesundheitssystem im Norden, wo einen, wenn in außerhalb der normalen Arbeitszeiten Krankheit oder Hilfe braucht, da blickt einen die Gare aus. Da ist ein Monat oder zwei
an der Regierung Monanie genommen. Und das könnt ihr noch nachher verdeven, wie das will ich noch heute nicht machen. Aber wenn wir heute zu Ettelbruck sind, wollte ich auch noch auf ein Problem aufmerksam machen, das wir heute zu Ettelbruck haben. Die viel Zeit und viel Nerven kostet. Und zwar die Nadelöhr heute zu Ettelbruck, wo der ganze Verkehr von der Nordstraße rüber auf Pols, respektive westlich, komplett durch Ettelbruck geschleust wird. Das bringt es damit sich, der heutige Stau all von morgens bis abends auf der Tagesordnung steht. Wir sind der Meinung, dass es Zeit wird, das an den Griff zu holen. Für anzufangen, die Feierspur Ausbau von der Nordstraße, ich meine, das fast daran, dass das schon zu Zeiten als Forderung mit folgenden Prioritäten, Kolmar rüber auf den Friedhof, die Kantone Marhausen und dann an der Rest. Das sind uns große Linien, mehr eine Woche ist Zeit, für sich Gedanken zu machen, für ein Traversal zu bauen, vom Friedhof rüber auf Fehlen. Die Regierung hat zwar so ein Transversal, weil über 10 Jahre am Terrain bleiben, aber mit einer unmöglichen Streckenführung und danach an so Etappen. Wir sind der Meinung, dass die Transversal vom Friedhof rüber auf Fehlen die beste Lösung ist. Erstens, wir sind der Meinung, dass das Variant wie einfach zu bauen ist und bedeutet auch Männer, die Abschnitte an Natur, man Männer Probleme, was Topografie betrifft, wie die andere Variante, die von der Regierung vorgesehen ist, puschieren, Landstädtebegriffe abfehlen. Über nicht fehlen, brauchen zweitens einmal nicht zu durchschnitten zu gehen. Drittens, man hat kein Problem am Wasserquellenschutz. Viertens, wir kommen nicht nur an Ferngebiete zu fehlen, wir brauchen just eng opwärts zu programmieren, und zwar zu werken, und das wird bei Spidol am Technischen Lycée, der doch nach dem Fehlen, dass der Verkehr auch ersetzlich rausgeschleust gehen, aber ihr wisst, ersetzlich der Dienst zu Spidol neben Volks, am Norden an, wie auch dort den Achse viel mehr sehen. Und dann, sechstens, etliche Fehler, geben wir Domate komplett vom Durchgangsverkehr befreien, was eine Verbesserung ist von der Lebensqualität von all diesen Bürgern. Also eine Idee hat nach dem Viertel vom großen Teil vom Zusatzverkehr aus den Regionen Vols erreden, die kommen dann auch Misere, bei Spidol und Nettelbecker Lycée. Wir werden in nächster Zeit versuchen, dass die Regierung das Variant an aller Objektivität soll prüfen, für dann Niedermann Cap zu machen. Des Weiteren hatte ich mal Pömer darauf hingewiesen, auch an der Chambre, dass es doch Zeit wäre, für am Norden Jahr oder Jahr nach staatliche Verwaltung zu implantieren. Ich meine, das Land besteht ja, also bald tauschen das ja der Norden flächenmäßig und nicht der Norden auch erreicht auf Jahr oder Jahr nach staatliche Verwaltung. Zum Schluss nach ein Merci für anzufangen den ADR-Nationalvorstand, dass sie uns ein weggekehrt Vertrauen oberleicht haben, für den Nationalkongress zu organisieren. Der Gemeinde Ettelbruck an ihren Service, fantastisch Service, für Verfügungstellung von der Deicheinheit zu Ettelbruck, Antlegt aus dem ADR-Sekretariat für all die Vorbereitungsarbeiten, die zu diesem Kongress am Respekt zur Pandemie gelegt haben, und auch nach dem Alice Fernand aus dem Süden, die responsabel ist für das Material von der ADR, dass auch die 3D praktisch Werbung abgekriegt haben. Und dann als letztes Merci all meine Kollegen aus dem Komitee von der ADR Norden, aber auch einzeln aus dem Kantonalsektion Kleve. Sie haben tatkräftig geholfen für die Vorbereitungsarbeiten zu diesem ADR-Nationalkongress. Aber auch ein Merci für die Arbeit, die Sie am Renovelat ganz Jahr überlegten, am Interesse von der ADR und vom Norden und vom ganzen Land. Nach einer allerletzten Bemerkung zum ADR Norden. Wir sind am Gang am Norden Kantonalsektionen aufzubauen. Kleve hat wir seine Arbeit abgeholt, und zu Vols und zu Dickrich. Da wird das in der ersten Wand da über die Bühne gehen. Da sind aber die Erstschalungen gesagt. Und da bleibt nach kantonalen Sektionen reden, das werden wir dann wahrscheinlich am Frühjahr, am Sommer nächstes Jahr an Angriff haben.
Diesen Abbau von Kantonalsektionen ist wichtig für uns erbig am Norden nach weiter auszubauen, zu vertiefen und zu festigen. Dafür bauen wir uns dann noch zusätzlich kantonal ab. Ich so nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche dem Kongress ein fruchtbare Arbeit. Ich so nicht merci für die Nachricht.